Und da gilt es wirklich, sich selber zu verzeihen können. Und zwar mit gutem Gewissen können sagen, hey, schau, ich habe es nicht besser gewusst, aber jetzt mache ich es besser. Und da merke ich, dass die Menschen oftmals eben mit dem zurück zu ehrlich mit sich selber sein. Manchmal muss man halt einfach so etwas auch können einsehen, nicht zum einen Schuldigen finden, sondern zum einfach können sagen, hey, ja, das ist ein Charakterzug gewesen, wollte ich nicht mehr so machen. Erst wenn man das einsieht, kann man es auch ändern. Und vieles ist halt erst dann möglich, wenn man selber genug stark ist. Oder schon so viel passiert ist, dass man einfach jetzt von heute auf morgen einfach keinen Bock mehr hat und sich irgendwas muss ändern. Aber vieles, ja, kommt schleichend. Oder eben, wenn man halt sich kann eingestehen, hey, ja, oder sagen, ich will mich verändern. Und auch wenn ich vielleicht in der Vergangenheit bis jetzt Sachen gemacht habe, die ich jetzt mit meinem neuen Wissen nicht mehr gutheissen würde, sollte man sich dann aber nicht, fertig machen und vor allem auf die Schulter klopfen, um zu sagen, hey, schau, ich habe den Mut, um jetzt einen neuen Schritt zu gehen. Weil, mal angenommen, du machst das ja weiterhin, oder? Angenommen, dein Schmerz ist zu gross, um einzusehen, dass das jetzt vielleicht nicht so gut war und du machst es weiter, dann schadest du ja weiterhin auch und vor allem auch dir selber, oder? Du schadest ja nicht nur den anderen Menschen, sondern unter anderem dann auch dir selber, weil halt dann die Muster weiterführst. Und so Sachen kann man anschauen, eben wenn, darum habe ich vorher gesagt, wenn man ehrlich mit sich selber ist, dann findet man die Sachen eigentlich recht schnell raus. Und ich kann da sehr gut, ich habe auch 2, 3 Ideen, wie man das Ganze kann, anschauen kann. Eigentlich mit einem ganz simplen Mindmap, dass wenn man irgendwo ein Problem hat, dass man das mal benennt. Ja, schau, ich laufe immer wieder an diese Sachen an. Und da können wir eigentlich recht schnell mal herausfinden, wie die Sache, ja, wie die entsteht. Und dann wird man sehr schnell merken, dass es, eben wenn man dann halt ehrlich mit sich selber kann sein kann, dass man merkt, okay, man denkt vielleicht sehr viel darüber nach. Und dann auch, dass der Gedanke dann halt vielleicht auch etwas damit zu tun hat. Oder?